Vor langer Zeit hat ein altes Weibli in einer unterirdischen Kammer von einem Fels gelebt. Der Fels ist in der Nähe vom damaligen Schloss Eberstein gestanden. Das Schloss gibt es noch heute, beziehungsweise der Standort und der Name, aber genau das Schloss ist es nicht mehr. Aber zurück zu unserer Geschichte. Bei diesem Felsen hat das alte Weibli viel gesponnen mit ihrer einfachen Spindel und dem Rocken. Sie war keine Schönheit, aber eine gute mit einem grossen Herz. Die Leute in dieser Gegend haben alle gewusst, wer sie ist. Aber gekannt so richtig hat sie eigentlich niemand. Sie war bei den Leuten als grosszügig und geduldig bekannt. Sie hat sich jeden Abend im Dorf in der Spinnstube blicken. Und die Frauen, die während ihrer Anwesenheit gesponnen haben in dieser Zeit immer ein Ringspinnen gehabt, gerade so, als würde das Spinnrad fast von allein das Garn drehen. Während die Frauen gesponnen haben, hat das alte Weibli dazu eigenartige und spannende Geschichten erzählt. Und so sind die Abende immer kurzweilig und abwechslungsreich gewesen. Doch über den Tag hat man sie nur selten gesehen. Zu dieser Zeit hat auf dem Schloss Eberstein ein unzufriedener Burgvogt gelebt. Er war geizig und hat sogar beim Brot gespart bei seinen Angestellten. Die Mägde hat er bis spät in die Nacht arbeiten und. Die Wertschätzung gegenüber anderen Menschen ist auf der Strecke geblieben. Unter all diesen Mägden war auch ganz eine junge, fleissige und hübsche. Sie hat schon gleich ihre Eltern verloren, die im Zusammenhang mit dieser Burg gestanden sind. So hat man ihre Eltern in die Nähe von der Schlossmauer von dieser Burg ins Grab gelegt. Für die junge Magd war es klar, dass sie in der Nähe von ihren Eltern bleiben will. Darum hat sie dort eine Stelle als Magd angenommen. Weil die junge Magd das Schloss fast nie verlassen konnte, durch die strenge und zum Teil unmenschliche Richtlinien vom amtierenden Burgvogt, hat sie das Grab von ihren Eltern nicht so pflegen, wie sie es gerne gemacht hat. Und so hat die Natur Überhand gewonnen. Es haben sich über das Grab vor allem Brennnesseln ausbreitet. Die junge Magd war in Schlossgärtner verliebt. Die beiden haben sich ewige Liebe versprochen. Sie waren schon lange ein Paar. Lang, einfach im Geheimen. So, dass es der Burgvogt ja nicht gemerkt hat. Doch der Wunsch von Heiraten ist immer stärker geworden. Für immer zusammenzugehören. Doch ohne Erlaubnis vom Vogt ist das nicht möglich gewesen. Ganz einfach, weil sie liebeigenig waren. So ist der Tag gekommen, wo die junge Frau allen Mut zusammengenommen hat und zum Vogt gegangen ist und um Erlaubnis gebeten hat. O grosser Herr, ich bitte euch von Herzen, dass ich den Gärtner heiraten darf. Wir wollen uns mit dem Bund von der Ehe für immer versprechen. Der Vogt aber hat sie nicht einmal angeschaut und einfach ein klares und lautes und deutliches «Nein» zur Antwort gegeben. Traurig und enttäuscht hat sie den Saal verlassen, wo sich der Burgvogt aufgehalten hat. Die Zeit ist vergangen und so hat die Magd fast nicht mehr ausgehalten, ihre Liebste nicht dürfen zu heiraten. So ist sie an einem Morgen vor dem Burgvogt gestanden und hat ihn quasi um Erlaubnis bettelt. Bitte, bitte, Herr, gebt mir euer Einverständnis, den Schlossgärtner zum Mann dürfen zu haben. Und dabei sind ihre Tränen nur so runtergelaufen. Ha, 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 hat er höhnisch gelacht. Weisst du, welche Pflanze auf dem Grab von deinen Eltern überhand genommen haben? Schaut er sie abwertend an und wartet auf eine Antwort. Die Magd nickt, ganz hastig mit ihrem Kopf, mit den Tränen im Gesicht. Ja, Herr, es sind Brennnesseln. Gang und pflück die Nesseln, spinn daraus einen feinen Faden und webt damit den Stoff für 2 Hemli. Das eine soll dein Brautkleid sein und das andere mein Totenhemd.
Dann sollst du deinen Gärtnerburst heiraten dürfen. Ha, 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 ha. Und läuft nach diesen Worten lachend aus dem Saal. Die Magd ist heulend rausgerannt, raus zum Grab von ihren Eltern. Ist dort auf die Knie gefallen und hat nur noch geschluchzt vor Verzweiflung. Ihren Kummer hat sie ihren geliebten Eltern geklagt und sie um Hilfe gebeten. Mutter, Vater, was der Vogt von mir verlangt, kann ich unmöglich schaffen. So kann ich meinen Liebsten nie heiraten. Ich bitte euch, helft mir irgendwie, dass die Heirat doch noch stattfindet. Auf einmal steht neben ihr das alte Bergweibli. Was brügst du, du Gutes? Die Magd dreht sich um, schaut sie mit roten, verheulten Augen ganz überrascht an. Weisst, ich würde schon lange gern meinen Liebsten, den Schlossgärtner, heiraten. Doch der Vogt hat zuerst ein klares Nein ausgesprochen. Und jetzt hat er mich noch mit meinen Eltern gequält. Er verlangt von mir, dass ich aus diesen Brennnesseln von ihrem Grab 2 Hömmli spinnen und weben. Mein Brautkleid und sein Totenhemd. Doch, das ist für mich unmöglich. So kann ich meinen Liebsten nie heiraten. Das gutmütige Gesicht vom Bergweibli hat sich immer mehr verdunkelt, wo sie die bösartige Absicht vom Vogt gehört hat. Ich werde dir helfen. Und hat die Magd tröstend in ihre Arme genommen. Gang nur wieder zur Arbeit, bevor der Vogt wieder etwas ausrufen hat. Ich werde mich um die Nestle kümmern, damit du endlich deinen Liebsten kannst heiraten. Die Magd strahlt das alte Bergweibli nur so an und streicht Tränen aus ihrem Gesicht. Sicher? Ja, mein Mädchen, vertrau mir. Es kommt alles gut. Die Magd ist aufgestanden und für einen kurzen Moment das alte Bergweibli umarmt. Danke, dass du mir hilfst. Gang jetzt, bevor du noch Ärger bekommst, weil du nicht an der Arbeit bist. Auf das aber hat die junge Magd sofort wieder zurückpressiert, hat kurz noch einmal Halt gehabt und den Kopf zum Grab gedreht. Doch das Bergweibli ist nicht mehr da gestanden. Während der Arbeit hat sie viel nachdenken über die eigenartige Bedingung vom Vogt und die Begegnung vom Bergweibli. Doch es hat niemand gross gemerkt, dass sie kurz weg war. Das alte Bergweibli hat schon einen Arm voll Nesseln gepflückt und ist schon auf dem Weg zu ihrer Berghöhle. Ein paar Tage später reitet der Vogt zur Jagd. Dabei reitet er genau an dem Felsen vorbei, wo das Bergweibli daheim ist. Die sitzt gemütlich vor ihrer Höhle und spinnt flink vor sich hin. »Spinnst du etwa das Brutkleid?« meint der Vogt spöttisch und lacht. »Richtig, aber genau genommen spinne ich nicht nur ein Brutkleid, nein, auch noch ein Totenhemd, mein Herr.« Nach dieser Antwort ist der Blick vom Burgvogt ernst geworden. »Und woher hast du da schöne Flachs? Oder hast du da etwa von meinem Feld gestohlen?« »Aber nein, Herr Vogt, es sind Nesseln von einem von diesen Gräbern bei der Schlossmauer.« Im Vogt ist es grad kalt den Rücken abgelaufen. Es war ihm nicht mehr wohl. Ihm ist die Jagd verleidet und ist auf das aber sofort zurück ins Schloss geritten. Von dort weg hat der Vogt jedes Mal, als er jetzt die junge Magd gesehen hat, an seine Worte denken, die er ihr gesagt hat. Er wollte die Worte mit Wein abspülen und seine Gedanken vertreiben, aber ohne Erfolg. Einmal, an einem Morgen, wo der Burgvogt im Rittersaal gesessen ist, kommt die junge Magd rein. Auf ihren Armen trägt sie 2 Hömmli aus feinster Nesselfasern. »Herr«, sagt die Magd ganz leisig, «das sind die beiden Brennnesselhömmli. Eins für meine Hochzeit.« Und sie macht eine kurze Pause und schaut verlegen in den Boden runter. Und das andere, ein Totenhömmli. Im Vogt ist es ganz unheimlich geworden. »Ich halte mein Wort. Morgen sollst du heiraten.«
Schnell legt die Magd das Totenhemdli auf den Tisch und verlässt den Rittersaal, so schnell sie kann. Aber jetzt will sie zu ihrem Liebsten, ihm die freudige Nachricht schnell überbringen. Endlich, endlich können wir heiraten. Es soll schon morgen stattfinden, hat der Vogt gemeint. Sie umarmt ihn und kann ihr Glück fast nicht fassen. Nach diesen Worten packt der Gärtnerbursch seine Liebste und dreht sie vor Freude im Kreis umeinander und gibt ihr einen Kuss. Am nächsten Tag läuten die Glocken von der Burgkapelle und die junge Brut läuft mit ihrem Liebsten in einem silberschimmernden Nesselkleid strahlend vor einem Altar. In der vergangenen Nacht ist der Burgvogt gestorben. Wo das glückliche Brutpaar aus der Burgkapelle zu laufen kommt, treibt man den Burgvogt in seinem silbernen, schimmernden Totenhemd das Grab. Über das gutmütige alte Bergweibli erzählt man sich bis heute noch seine Geschichten. Damit man sie nicht vergisst, sagt man in diesem Felsen, hinter dem Schloss, wo immer noch Schloss Eberstein heisst, heute noch Rockenfels. Rocken wie das Teili zum Spinnen.